Guten Morgen, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Kids und Cheryl sind schon gerade abgedüset in die Kita, respektive arbeiten. Ich habe mal ein Täschchen gezwickt und jetzt nehme ich mal einen Kaffee. Und während dem Kaffee zeige ich dir, wie ich mit Waffen war. Zwischenzeitlich. Leck, das gut. Ist ein schon fast historischer Tag. Es kommt zu einem historischen Moment. Und zwar habe ich seit dem ganzen Lockdown-Gedöns Lockdown-Termin. Ich habe zum Coiffeur. Das heisst, ich muss nicht mehr die Spengeli von unserer Tochter klauen die ganze Zeit, dass ich einigermaßen in die Wäsche sehe. Hat der Herr ein neues Spielzeug? Hat der Herr schon. Das ist meine Corona-Frisur. Und siehst gut aus in dieser Maske. Ja. Was muss ich jetzt alles anlegen und was muss ich alles machen? Nein. Die Hänge sind nie so aus. Dann so eine, ja. Welcher Weg? Wieso? Dr. Scheiben. Willst du etwas sagen? Nein, desinfizieren. Warum? Wolltest du sagen, die grusige Sieg? Du das als persönlichen Angriff werten. So viel spezielles Gerücht, aber... Ja, also ich meine, Wir sind uns da gewöhnt. der Bundesrat hat noch nie gesagt, man kann wieder duschen, oder? Oder darf man das jetzt wieder? Probier's mal. Gut, ich dusche einfach einmal im Jahr, an Weihnachten, ob es nötig ist oder nicht. Ja, das habe ich schon gedacht. So, jetzt werden die Haare noch grün gefärbt. Die Masken sind nichts für die alte Nasenform. Das Ding hat nicht wirklich. Das fühlt sich hervorragend an. Aber ich muss natürlich schon sagen, es ist schon eine ziemlich abenteuerliche Geschichte mit Masken und Desinfizieren. Wie froh ist das nicht immer so. Also, es gibt angenehmer, als so eine Maske anzulegen. Ich weiß auch nicht, wenn man sich es nicht gewöhnt ist, halt das kannst du irgendwie schon besser schnaufen ohne. Aber ja, geht auch. Hauptsache Coiffeure und immer mehr andere Geschäfte können wieder aufmachen und können wieder arbeiten. Das ist das kleinste Problem, irgendwie alle paar Wochen mal so eine Maske anzulegen, um Haare zu schneiden. Also, wir tun auf jeden Fall die Jungs im Coiffeursalon und natürlich auch die Mädels in den anderen Coiffeursalons leid, wo die Dinge den ganzen Tag müssen anhaben. Aber wahrscheinlich gewöhnt man sich auch ein bisschen dran. Die Frisur ist gemacht. Was noch mehr? Endlich! Jetzt bin ich wieder etwa 3-4 Kilo leichter. Ohne dass ich joggen musste. Ist doch super. Ist doch der Knaller. Dort haben wir viel zu tun. Jonah hat hier ein Päckchen bekommen. Kannst du das auspacken? Genau. Nein, wir wissen nicht, was für kommt. Ich muss vielleicht nicht kehren. So, das Ganze auspacken. Papier alles wegnehmen. Es ist ja Muttertag. Nein, nicht heute. Am nächsten Sonntag. Und die Mami ist nicht da, die Mami ist am Arbeiten. Das bedeutet, wir haben schön Zeit- und sturmfreie Bude für das Muttertagsgeschenk zu machen. Ja, jetzt müssen wir schauen, dass es nicht kaputt geht, Jana.
Jetzt haben wir hier mal all die Zutaten. Also, dann haben wir hier einen Zettel. Liebe Kinder, liebe Papis, schon bald ist Muttertag, 10. Mai. Deshalb haben wir für euch eine Basteltüte zusammengestellt. Viel Spaß! Also, Anleitung. Jetzt müssen wir zuerst Erde in den Topf füllen. Kannst du das aufmachen? Da? So, das kannst du reinmachen. So, dass alles abkommt. So. Hubidi, hup. So. Schnell reindrücken. Genau, super. Nachher Sonnenblumensamen setzen. Super, da kannst du mal ausleeren, genau. Das hast du alle in der Mitte gemacht. Das soll ich verteilen. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Tipptopp. Super. Nachher gießen. Das machen wir nicht von außen. Wer mag, kann das Herz bemalen. Willst du etwas drauf malen? Mit was? Mit Stifte. Stifte? Also das Herz nochmal. Super. Und jetzt? Willst du noch deinen Namen reinschreiben? So, geht drauf. Zweimal den Wer Mund. steht? Hallo. Oh, ist da jemand aufgestanden? Hallo. Jetzt müssen wir ja das Dunger irgendwo das verstecken, dass es die Mami nicht sieht. Gell, bis am Sonntag. Und dann können wir das schenken. Weißt du, wo? Dort hinten im Werkzeug in der Garage. In der Garage, Das also? ist ja gut versteckt. Das ist ein super Versteck. Zeig mal das Ding. Wow! Mit dem Herz. Mega cool. Das Fähnli. Wir sind mittlerweile auf dem Weg zum einkaufen. Weil schliesslich wollen wir ja an diesem Wochenende auch noch etwas essen können. Unsere Mami muss im Moment immer lang arbeiten und hat nicht grosse Zeit nach dem Arbeiten noch mal etwas zu posten, wie wir das bis jetzt so ein bisschen gehandhabt haben. Und jetzt gehen wir einfach schnell. Wir haben also auch den Einkauf überlebt. Die Kinder haben das super gemacht. Super. Jetzt gehen wir heim und dann geht es Mittag. Wir sind jetzt natürlich schon relativ nach am Mittag, darum haben wir uns heute für die ganz schnelle und ganz volle Variante entschieden. Pizza im Ofen und gut war's. Jetzt wird unser Olympiabecken gefüllt. Es kommt gut. Das Wetter stimmt, wir haben den Pool. Super. Ein Riesenpool übrigens. Er wirkt nur klein. Es sind eigentlich 50 auf 25 Meter. Das ist die Einstellung der Kamera, die da so kommt. So, das ist wieder ein Tag geschafft. Die Kids sind am Pfusen und ich habe Feierabend. Jetzt muss ich dann noch den Pflanzen Wasser geben und dem Rasen, unserem schönen neuen Rasen. Und das soll ja dann schön ein Golfräseli geben. Ja, du kommst einfach an so einem Nachmittag von aussen immer
oder eigentlich gar nicht so dazu, gross zu filmen, weil hier Papi Windeln wechseln, da Papi Glasse, hier Papi keine Ahnung, ich muss Zigaretten haben, da muss die Schaufel haben, den Traktor führen, das Velo führen. Aber wir hatten einen coolen Tag heute. Natürlich auch dank dem Wetter, das halt mal wieder Hure hat mitgespielt. Und es hat gefegt. Solche Tage gefegen. Gegen Schluss ist es schnell ein bisschen anstrengend geworden, halt, weil sie einfach durch sind und nicht mögen. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Aber das Fazit des Tages ist, wir sind einkaufen, wir waren noch in der Landung, einen Schlauch posten und sie haben es wirklich grossartig gemacht. Das ist im Moment auch nicht ganz einfach für die Kids. Du kommst in einen Laden und nicht anlängen, hier nicht anlängen, nicht zu nahe, hier da desinfizieren. Und das ist ein Riesenfuhr. Aber sie haben es gut gemacht und ich bin stolz auf die 2 kleinen Gespenster. Und jetzt, die Mama ist immer noch nicht daheim. Die Mama ist immer noch am Arbeiten. Und jetzt ist irgendwie 7:45 oder so. Ja, jetzt warte, bis die Mami heimkommt. Und dann gehe ich Pflanzen gießen. Und dann hocke ich, glaube ich, noch ein bisschen ans Bächli führen. Mache ein Feuerchen, trinke ein Bierchen und habe Freude. Ich habe einfach Freude, dass wir gesund sind, dass es gut geht. Ja, das mache ich heute noch. Ja, das ist es, glaube ich, so im Groben. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Die Masken sind nicht für die alte Nase voll.